Schönen guten Abend zusammen. Bevor es gleich weitergeht mit Jeck aus dem Wohnzimmer Teil 2, möchten wir erst einmal Danke sagen. Danke an über 5000 Jeckel, die die erste Folge Jeck aus dem Wohnzimmer geguckt haben. Wahnsinn. Bei Facebook, bei YouTube, bei Watchpartys. Einfach unglaublich. Herzlichen Dank. Und deswegen haben wir uns entschlossen, mit Jeck aus dem Wohnzimmer weiterzumachen. Wir haben mit einigen Kollegen gesprochen, einige Kollegen haben uns angerufen. Das Programm für die nächsten Sendungen steht schon fast und wir freuen uns, das mit euch zusammen zu machen. Besonders gefreut hat uns das Jeck aus dem Wohnzimmer, Teil 1. Leute im Kostüm zu Hause geguckt haben. Quasi Jeck aus dem Wohnzimmer mit Jecken im Wohnzimmer. Unglaublich. Unvorstellbar, aber das ist Rheinland. Ja. Und da haben wir uns überlegt, wenn es solche Leute schon gibt, die sowas machen, wäre es doch toll, wenn wir mit Bildern Belege dafür kriegen könnten, wie sie im Kostüm Jeck im Wohnzimmer gucken. Also, wenn ihr sowas macht, schickt uns über WhatsApp oder per E-Mail die Bilder zu und wir können die dann auf Facebook veröffentlichen. Ja, und da hat sich sogar schon einer bereit erklärt, für ein schönes Foto, was wir dann auslosen werden, 2 Schnitzel zu spendieren. Der Udo Wermelskirchen mit dem gleichnamigen Gasthaus Wermelskirchen in Bensberg möchte 2 Schnitzel komplett mit Salat und Beilagen, allem drum und dran, für eins dieser Fotos spendieren. Und die Schnitzel gibt es in Bensberg, wie gesagt, beim Udo Wermelskirchen am Schnitzelfenster, weil das Restaurant ist ja zu. Ne? Ja, so ist das halt im Moment in der Gastronomie. Also, bis Mittwoch schicken und wir verlosen. Und morgen natürlich dran denken, wenn man Haus oder Wohnung verlässt, in vielen Bereichen ist morgen Mundschutzpflicht. Ja, und ich freue mich schon, wenn die Kneipen aufmachen und ich stehe mit der Mundschutz in der Kneipe. Ne? Ah. Weil ich wollte immer schon mal gucken, was das heißt, einen hinter die Binde gießen. Ne? Das ist ja typisch. Aber für einige ist es ja nicht ganz einfach. Für Raucher zum Beispiel. Mundschutz für Raucher, wie soll das denn funktionieren? Ja, da gibt es auch, ne? Gibt extra Mundschutz für Raucher. Modellraucher? Sieht dann so aus, ne? Modellraucher. Wobei das beste Modell, was ich ja zurzeit gesehen habe, ist das Modell, was deine Großmutter dir aus Bayern geschickt hat. Aus Bayern Modell Leberkäse. Der ist doch schön. Und jetzt viel Spaß mit Jeck aus dem Wohnzimmer Teil 2. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, der Micha und der Guido haben uns auch gebeten, ein Video für Jeck im Wohnzimmer zu drehen. Das machen wir sehr gerne und wir möchten euch heute zeigen, wie wir arbeiten im Zuge von Corona. Wir arbeiten per Telefon. Hi Achim, grüß dich. Ja. Du, ich wollte mit dir nochmal den Anfang durchsprechen, wie wir es geschrieben haben. Ja, genau. Nein, müssen wir probieren, aber was sehen kommt. Genau. Und dann gehen wir zu dem Teil mit dem Block mit dem Mädel machen wir dann. Wie was für ein Mädel? Ach, wir haben da groß und breit drüber gesprochen, entschuldige bitte, aber guckt dir da einfach selber an am besten, ja? Jetzt verstehe ich, sage ich. Jetzt kann ich es verstehen. Du hast zwar undeutlich geschrieben, aber man kann es verstehen. Naja. Hallo, hier ist der Tobi. Hi, hier ist der Flo. Vielen Dank für die coole Gelegenheit, hier mitmachen zu dürfen. Und weil man ihn noch nie mehr gebraucht hat als in der jetzigen Zeit, kommt für euch nun unser Plan B. 1, 2, 3, 4. Wo willst du hin? Wo küsst du raus? Mittendrin, doch nicht immer geradeaus. Einfach so, mon never be. Trivial, stelle uns nicht in der Reihe. Viel verjangen, viel passiert. Und du merkst, all das war et wert. Ja, das geht, ja, das weht. Auch wenn das
bis jetzt noch nirgends steht. Das ist Plan B. Wow, oh, oh. 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 Hast du vom Level keinen Plan? Dann fang doch einfach direkt mit Plan B an. Denn es geht, wie es geht. Drum pack die Chance, sie geht nicht mehr zurück. Manchmal daneben, am Ziel vorbei. Trusseliert, doch bist dir immer treu. Es geht nicht nur der eine Weg. Blieb nicht stehen, macht das, wo die Herz für schlägt. Das ist Plan B. Wow, oh, oh. 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 Und glaubet nicht beim ersten Mal. Wer weiß, wofür das Jod ist. Manchmal da ist ein Neuanfang. Der Beste, was passieren kann. Das ist Plan B. Wow, oh, oh. 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 Das ist Plan B. Ja, Kinge, hier sitze ich nun in der Bremenhofer Berg. Seit welche bin ich jetzt auch daheim? Kann ich's tun? Außer das naht. Habe ich ein bisschen getan, hat er wahrhaftig für mich um 3 Uhr danach geklingelt. Ja, Kinge, du hast mir eine verschreckte Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Danach kann ich nicht mehr schlafen. Wir haben um 6 Uhr Brötchen gegangen. In die Bäckerei. Sei eine Verkäuferstadt ja 10 Klöppele. Kickte mir, sagte ich gebe ihnen 11, weil sie nicht so schön sind. Ging noch so nach Hause mit nach heim. Hast da Menge Brot verzahlt. Kickte mir, sagte das ist ja wohl ein Stärkstück. Ich sag nur halt, du Bütsch, wirst du gegangen heute, wir sind eh Bäckerei. Wir beide sind das Mundart-Duo Kölsch, Rudi und Franz Josef Knauer. Wir beide singen sehr gerne die alten kölschen Lieder von Willi Ostermann, denn die Melodien, die Texte, die haben wir uns einfach angetan und man kann die heute noch genauso singen und sind genau noch so aktuell, wie sie früher auch waren. Wir leben alle in einer schwierigen Zeit und sind in unserer Kontaktfreiheit ja nun ordentlich eingeschränkt. Und alle öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt worden und auch wir mussten wegen Corona unsere Auftritte abblasen. Und darum wollen wir heute aus unserem Wohnzimmer hier ein paar Ostermann-Lieder für euch vortragen. Und wir beginnen mit einem aus unserer Sicht schönsten Lieder von Willi Ostermann, nämlich Ach, was war das früher schön, doch in Kolonien. Wie hätt doch Köln sin Heimat verloren, wie war das Leben hier min so nett? Höchstens mal selber sich mit welchen Knochen auf meine Fimmel oder Kälte fett. Der fremde Kram, der ist doch so bedauern, als eine Kölsche schönen Mörderkopf. Stößt einen jedes Mal die Heimat vor. Ach, was war das früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit Nies vom Adel
bloß wie mir, ihr kann drin noch mal hüpfen. Ein Bell im Walzer, tempolandste Wand. Ich küsse ihre Hand wie höchste Kurve. Da hätt man früher zusammen sich geniet. Da hieß es einfach lieber ins in Stufe. Ich bin zum nächsten Schottisch engagiert. Ach, mein Bruder, früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit Nies normale Aubergine, wenn der Peter Arm in Arm im Apollonia, still vergnügt umhängt die schwarze Knutsche finden. Die 6 mal 22 waren Pfennige, das war ne Woche Lohn von dem Kabiss. Die Brotverdanz, man freut sich wie die Könige, die 6 bezahlte Mächten Geld Liss. Die Kavaliere liebte mit sich handele, wenn man als Mädchen Schliss und Kohldampf hat. Okay, ein Döschen mit gebrannte Mandele, die roten Ganje, jetzt bist dat mal satt. Ach, was war das früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit Nies noch alle Aubergine, wenn der Peter Arm in Arm mit Apollonia, still vergnügt am Heimweg zur Knutsche fing. Aber hör mal, weißt du, wo ich mich richtig drauf freue? Nein. Weil wir wissen ja alle, dass die Maßnahmen total wichtig sind, aber irgendwann sind die an uns vorbei. Ne? Ja. Und dann freue ich mich, wenn wir zwei nochmal so richtig schön in einem Brauhaus gehen. In ein Brauhaus. Ja. Also ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, wie wir zwei das letzte Mal im Brauhaus waren. Da war nämlich eine Vorweihnachtszeit. Ja, ich erinnere mich wieder. Da sind wir mit unseren Frauen auf Tour gegangen. Wir wollten eine schöne, ruhige Weihnachtsmarkttour machen. Samstags abends nach Köln. Und wir hatten schon im Zug gesagt, sollten wir uns verlieren, treffen wir uns im Brauhaus. Und es kam, wie es kommen musste. Köln Hauptbahnhof hatten wir sie schon verloren. Tschakka! Wir zwei haben uns dann dran gehalten und sind direkt ab am Brauhaus. Früh. Ja, und wenn man da so eine Zeit lang sitzt und trinkt, kriegt man auch irgendwann Hunger. Oh ja. Und was isst man bekanntlich immer in einem Brauhaus? Richtig, eine halbe Hahn. Wissen Sie eigentlich alle, was eine halbe Hahn ist? Also da ist keine Flattermann, ne? Das ist ohne Knochen. Also eine halbe Hahn ist im Endeffekt geröggelt, also ein Roggenbrötchen mit einer mittelalteren Scheibe Gouda-Käse. So weit, so gut. Und dann kam der Kürbis. Und dann ging der Ärger los. Sag, hör mal, ich eine halbe Hahn und der eine halbe Hahn. Wie seht ihr, der eine halbe Hahn und du eine? Nein, sag ich eine halbe Hahn und der eine halbe Hahn. Ah, seht ihr, du eine halbe Hahn und der eine halbe Sahn. Sag richtig. Sagt er, tut mir leid, ist nur noch eine halbe Hahn da. Sag, bring mich der halbe Hahn. Ich bin bei Facebook, ich kann teilen.
Da mach ich aus mir eine halbe Hand, für den eine halbe Hand und für mich eine halbe Hand. Da hat der eine halbe Hand und ich eine halbe Hand. So weit, so gut. Doch dann ging die Türe auf und seine Frau kam rein. Was meinen Sie wohl, was die essen wollte? Richtig, eine halbe Hand. Sag, hör mal, ist nur noch eine halbe Hand da? Den krieg ich jetzt. Da mache ich draus für mich eine halbe Hand, für den eine halbe Hand. Da hat der eine halbe Hand und ich eine halbe Hand. Da mache ich aus mir eine halbe Hand, für dich eine halbe Hand und für mich eine halbe Hand. Da hat der eine halbe Hand, du eine halbe Hand und ich eine halbe Hand. So weit, so gut. Doch dann ging die Türe wieder auf und meine Frau kam rein. Und was glauben Sie wohl, was die essen wollte? Richtig, eine halbe Hand. Waren Sie dabei? Sag, hör mal, ist nur noch eine halbe Hand da? Den krieg ich jetzt. Da mache ich draus für mich eine halbe Hand, für den eine halbe Hand. Da hat der eine halbe Hand und ich eine halbe Hand. Da mache ich für meine Frau aus mir eine halbe Hand, für die eine halbe Hand, für mich eine halbe Hand. Da mache ich aus dem sie eine halbe Hand, für die eine halbe Hand und für den eine halbe Hand. Da hat der eine halbe Hand, du eine halbe Hand, sie eine halbe Hand und ich eine halbe Hand. So weit, so gut. Dann ging die Türe wieder auf. Ich sag nix wie raus hier. Wir haben noch einen Song für euch, der uns ganz besonders am Herzen liegt. Ein Song über Zusammenhalt. Ein Song, wovon wir hoffen, dass wir die Botschaft bald wieder zusammen leben können und fühlen können. Alles ist Jod. Wir zwei kennen uns all die Jahre, zusammen von Kindesbein an. Han dir geschworen, ich bin für dich da, egal was da kommt irgendwann. Ob fern oder nah, egal wo wir sind, du bist für mich was zählt. Wir halten zusammen wie Bonnie und Clyde, mit zwei gegen den Rest von der Welt. Alles ist Jod, so Jod, solang wir uns noch haben. Alles ist Jod, so Jod, weil uns nix trennen kann. Wat morgen kürt, ist scheißegal, denn wir stehen Hand in Hand. Alles ist Jod, so Jod, alles ist Jod. Wärst du nicht da, hätt ich nix zu verlieren, nix, dat man mir nimmer könnt. Ich lauf mir für dich, tät ich alles riskieren, auch wenn ich mit nix mehr da stünd. Auf wenn oder nah, egal wo wir sind, du bist für mich was zählt. Wir halten zusammen wie Bonnie und Clyde, mit zwei gegen den Rest von der Welt. Alles ist Jod, so Jod, solang wir uns noch haben. Alles ist Jod, so Jod, weil uns nix trennen kann. Wat morgen kütt, ist scheißegal, denn wir stehen Hand in Hand. Alles ist Jod, so Jod, alles ist Jod. Ich brauch mich so oft, was du mit mir willst. Passt ne Typ wie ich zu dir. Ja, mach ich auch Fehler und bin nicht perfekt. Du stehst immer zu mir.
Alles ist Jod, so Jod, solang wir uns noch han. Alles ist Jod, so Jod, weil uns nichts trennen kann. Wat morgen kürt, ist scheißegal, denn wir stehen Hand in Hand. Alles ist Jod, so Jod, alles ist Jod, so Jod, solang wir uns noch haben. Bleibt gesund. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, Achim, du trägst die Maske verkehrt. Nee, das sieht cool aus so. Finde ich gut. Also wir proben tatsächlich heute das erste Mal wieder und wir haben uns selber eine Lockerung auferlegt. Wie ist das gelaufen jetzt? Ein paar Wochen bei dir? Es ist ein bisschen stressig zu Hause mit. Meine Frau ist total sauer. Was hast du gemacht? Ich habe ihren Labello benutzt. Ihr Labello. Labello benutzt. Entschuldigung bitte, aber der ist mit seiner Frau seit über 30 Jahren verheiratet. 34 Jahre. Ja, Achim, wenn man so lange verheiratet ist, kann man doch so einen blöden Labello-Stift gemeinsam benutzen. Das ist auch meine Rede, selbst Ja, in also. dieser schweren Zeit. Ja. Vor allen Dingen bin ich froh, dass meine Hämorrhoiden aufgehört haben zu jucken. Ja, Jack aus dem Wohnzimmer. Ne? Ich meine, ich mach mal eben den Mundschutz ab, sonst versteht er mich so schlecht. Ne? Ja, Jack aus dem Wohnzimmer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gilt, weil ich sitze jetzt gar nicht im Wohnzimmer, ich sitze in der Küche. Jetzt muss ich nachher mal fragen, ob ich da trotzdem mitmachen darf. Ja, was soll ich sagen? Jack aus dem Wohnzimmer. Bei uns zu Hause im Wohnzimmer alleine bin ich ja nicht so Jack. Also ich wäre lieber bei euch in Eichweiler oder Eschweiler, ne? Wie man so schön sagt. Da sehne ich mich nach. Das ist ja, Eschweiler bin ich gerne. So, ne? Also wirklich im Talbahnhof oder hier Platten. Oder ihr sagt ja nicht Platten, ihr sagt ja Delio Arena. Ne? Und stattdessen sitze ich jetzt hier bei uns in Zanten. Und es ist ja auch nichts lustig. Was soll ich denn lustig? Ich kann hier Witze erzählen, ja, aber was? Sollst du für Witze erzählen? Ist ja nichts lustig. Auch wie jetzt mit dem Mundschutz. Weißt du, warum machen sie das nicht für alle? Nee, bitte jetzt wieder nicht. Und du könntest so viel einfach haben, weil gerade Politiker, ich sage es jetzt mal, ich sage es wie es ist, die Politiker, also wenn die einen Mundschutz umtäten, da sehen bestimmt 95% von denen sehen also besser aus, also mit dem Mundschutz. Ne? Ja, ist doch so. Die ganze Corona-Rummel, auch mit dem Klopapier, was da für ein Palaver ist. Ich rieche mich doch nicht über Klopapier auf, also nur wenn eine Rolle falsch rumhängt. Das macht mich fertig. Kennt ihr wirklich, das ärgert mich. 1891 im Dezember, 22. Dezember hat Seth Wheeler das erste Mal gesagt, dass man eine Klorolle, also Klopapier auf eine Rolle macht und aufhängt. Amerika. In Albany, Bundesstaat New York, da hat er das als Patent angemeldet. Und auf dem Bild ist schon so, dass das vorne rüberrollt. So ist es nämlich richtig. Und das ist das, was die meisten falsch rum machen. Gehe ich dran kaputt. Wenn ich irgendwo auf das Klo gehe und es hängt falsch rum, nee, bin ich sauer. Bin ich sauer, ehrlich. Aber das nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Auch so wie Labes und Rickes, die zwei. Ne? Weißt du, da habe ich Spaß, wenn ich das gucke. Da kann ich drüber lachen. Aber das ist ja alles nichts mehr lustig. Ne? Was haben wir einen Spaß gehabt an Karneval bei euch da? Jetzt nächste Woche fahre ich wieder nach Eschweiler. Am 2. Mai fahre ich nach Eschweiler. Gucke ich hier der Thorsten Sträter, der Kollege, der macht Kabarett im Autokino. Da gucke ich mir an. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Ne? Der Hausmann ist, glaube ich, jetzt Sonntag da. Kann ich aber nicht Sonntag. Aber so, da kann man auch lachen. Jetzt mal gucken, vielleicht habe ich da auch noch Lust zu. Vielleicht komme ich dann ja auch noch mal. Müssten wir mal gucken. Naja, aber es ist schon schlimm alles. Wenn ich jetzt auch, ich sag mal, ich habe jetzt auch, guck mal, der Ansatz und so, das ist auch so. Jetzt dürfen die Friseure machen wieder auf. Die Friseure, die berühren dich, die machen auf. Aber die Restaurants nicht.
das setzt mir zu. Ich muss jetzt immer selber kochen, das geht schon an der Substanz. Also das ist für mich schon. Aber wie gesagt, die Friseure machen auf. Muss ich so lachen. Ne? Ab 4.5. dürfen die Friseure wieder aufmachen. Hat keine Sau von den Politikern dran gedacht. Ne? Ist ein Montag. Montags haben die Friseure zu. Fangen die direkt wieder an mit Aufmachen, direkt mit Ruhetag. Ich bin mal gespannt. Obwohl ja mittlerweile haben ja einige Friseure schon gesagt, ist egal. Wir ziehen auch der Montag durch. Den Montag durch. Wir machen auch montags auf. Und ich habe doch nötig, also guck mal, wenn ich jetzt mal so, ich könnte dir jetzt so, guck mal, wie lang sie sind. Guck mal, ne? Ich habe jetzt wohl so ein Ansatzzeug gekriegt. Könntest du dir so der Ansatz hier, siehst du, ein bisschen wegmachen und so. Da ist aber so ein Puder, hat mir der Friseurmeister Klaus Betaneske hier aus Zanten in den Briefkasten geschmissen. Hätte mich bei Edeka gesehen, haben wir uns bei Edeka gesehen, da hätte er mich zu mir gesagt, Hammer, sagt er, ich schmeiß dir mal was in den Briefkasten und es ist vonnöten, hat er gesagt. So kannst du nicht mehr vor der Tür. So. Das heißt also nächstes Mal das Ansatzzeug einpinseln oder mit dem Motorradhelm einkaufen gehen. Wie gesagt, wir haben so viele Alternativen, aber wie gesagt, ich mache immer so. Und wenn es gar nicht mehr geht, wenn der Ansatz zu schlimm wird und alles, dann mache ich mir eine Sturmhaube. Dann mache ich den ganzen Kopf, mache ich nur so. Die Frage ist dann, wie ist das dann mit dem Vermummungsverbot? Da mache ich mich nochmal schlau und dann sage ich euch Bescheid. Passt auf euch auf und bleibt gesund, ne? Bis die Tage. Tschüss. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz und vom Plätschbach zum Tronelö, von Westhofen bis nach Ostheim, wir zusammen, wir sind eins, wir sind Müller und Chirone, rote Funge und schwarzes Schorf, Banker, Bischof, Straßenmädchen, wir sind bunt und wir sind eins, wir sind Fenster zu gewinnen, ob dem Gras oder ob dem Eis, morgen Sieger, ins Verlierer, 30 Jahre, denn wir sind eins, denn jeder schlägt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik ne Stein, wir zusammen, wir sind eins. Wir sind Aschli und Satori, Sterne, Küche und Frittebude. Und Stadt ist dreckig, laut und hektisch, doch Hunger und Stau, der Ziel ist Jod. Denn jeder schlägt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik ne Stein, wir zusammen, wir sind eins.
bis zum Nordkreuz und vom Plätschbach zum Trodelö, von Westhofen bis nach Osheim. Wir zusammen, wir sind eins. Wir zusammen, wir sind eins. Das war Jeck im Wohnzimmer Teil 2. Wir hoffen, es hat wieder Freude gemacht und wir würden uns sehr freuen, wenn nächste Woche wieder zugeschaltet wird zu Jeck im Wohnzimmer Teil 3 zur gleichen Uhrzeit. Mit dabei unter anderem Pudelrü, der Tuppes vom Lande Jörg Rummel, Geschwister in der Bütt, das Mundart-Duo Uppkölsch und die BSW Musikchor Hohenbudberg aus Duisburg. Und noch ein Brebel vom Berg. Und wenn ihr Fotos gemacht habt, im Kostüm, am Sofa, im Wohnzimmer, dann schickt uns die zu. Denkt dran, Mittwoch ist Einsendeschluss. Und zum Schluss sage ich nur noch eins. Bringt das Corona nicht zur Oma. Bleibt zu Hause, seid besonnen. Auch der Opa soll es ja nicht bekommen. Die Kurve soll immer noch langsam steigen. Deshalb tut immer noch Kontakte meiden. Sortiert lieber zu Hause alle Schränke, tut euch dabei aber nicht zu viel Zänke. Und am Montag, ich kann es kaum fassen, wird man mich maskiert in die Bank reinlassen. Im Rheinland ist Maskentragen teilweise normal. Tut doch ab morgen einfach so, als wäre Karneval. Freut euch auf das erste gemeinsame Bier, aber denkt immer dran, die Natur ist am Ende stärker als wir. Deshalb habt weiterhin Respekt, doch tut der Mut nicht verlieren. Denkt an die Funde mit WhatsApp und telefoniere und wichtig ist der Augenblick zu genießen. Und den wollte man euch heute mit unserem Wohnzimmerprogramm versüßen. Tschüss zusammen. Wenn et nicht mir für an geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng nicht mehr lang, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Ruhe bis auf die Zähne.